Nicht so ganz wach war ich vor ein paar Wochen, als ich am Morgen früh mit dem Zug unterwegs war nach Burgdorf. Ich sollte dort jungen Bibelschülern beibringen, wie man predigen kann. Und ich saß da im Zug und auf etwa halber Strecke, da stieg ein Mann ein. Und er saß mir gegenüber und der hatte so ein Badge an mit der Aufschrift Satan loves me. Also der Teufel liebt mich. Und ich saß so da, er hatte die Kopfhörer auf, nahm den Laptop nach vorne, begann zu schreiben. Und da spürte ich so innerlich ein Drängen vom Heiligen Geist, sprich ihn doch darauf an. Also wenn man so einen Badge hat, dann will man ja ein wenig provozieren. Und ich dachte so, es ist morgen früh. Am Morgen früh spricht man nicht im Zug miteinander. Der hat Kopfhörer auf, ich auch, der arbeitet am Laptop, ich will ihn nicht stören. Und all diese Ausreden, ihr kennt die Momente, oder? Und es gelang mir nicht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Dann 2 Stunden später, an diesem Predigtseminar, da sprach ich mit den jungen Studenten darüber, dass wir beim Predigen sensibel sein sollen für das Reden des Heiligen Geistes. Und wenn er uns einen Impuls gibt, dann sollen wir darauf hören. Ich sprach darüber und plötzlich ging so wie ein Stich in mein Herz. Und ich dachte mir, Joel, du bist so ein Heuchler. So ein Heuchler. Jetzt lehrst du die anderen, man soll auf die Stimme des Heiligen Geistes hören. Und was tatest du? Nichts. Sei einfach zugehört und Ausreden gesucht und nichts gemacht. Ich habe mich dafür geschämt. Oder so, wir kennen die Sprichwörter, du predigst Wasser, du trinkst Wein. So habe ich mich gefühlt. Wahrscheinlich hättest du auch solche Geschichten zu erzählen. Und wir kennen die Momente. Wir leben das eine und was wir eigentlich glauben, das passt nicht so ganz zusammen. Da liest du etwas in der Bibel und dein Leben danach sagt das Gegenteil davon. Jesus wusste, dass wir so sind. Und er sprach darüber, ganz offen. Und wir möchten heute miteinander eine Geschichte lesen, wo Jesus dieses Thema der Heuchelei, dieser Diskrepanz zwischen dem, was wir glauben und leben, sehr direkt ansprach. Und wir lesen das miteinander aus Lukas 6, die Verse 46 bis 49. Lukas 6. Warum nennt ihr mich dauernd Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage? Wisst ihr, mit wem ich einen Menschen vergleiche, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Er ist wie ein Mann, der sich ein Haus bauen wollte. Zuerst hob er eine tiefe Baugrube aus. Dann legte er die Fundamente seines Hauses auf felsigen Grund. Als aber ein Hochwasser kam und die Fluten gegen das Haus brandeten, konnten sie keinen Schaden anrichten, denn das Haus war gut und stabil gebaut. Wer sich meine Worte allerdings nur anhört und nicht danach lebt, der ist wie einer, der auf das Fundament verzichtet und sein Haus direkt auf die Erde baut. Bei einem Hochwasser unterspülen die Fluten sein Haus und es wird mit einem Mal einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Wer hat die Geschichte schon mal gelesen oder gehört? Es ist eine sehr bekannte Geschichte aus der Bibel. Worum geht es da? Worum geht es in dieser Geschichte? Es geht um die eine Frage, wie reagieren wir? Was tun wir, wenn wir die Worte von Jesus hören? Was tun wir, wenn wir die Worte von Jesus hören? Wenn du in der Bibel etwas liest und da steht etwas drin, Gott spricht zu dir, was tust du dann? Wenn du in einem Gottesdienst sitzt, wie jetzt, und du merkst, Gott spricht zu mir, was tust du dann? Wenn der Heilige Geist dir einen Impuls gibt, wie reagierst du darauf? Es geht also hier nicht um den Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen. Es geht um 2 Menschen, welche beide Jesus ihren Herrn nennen. Es geht also um 2 Leute, die im selben Gottesdienst sitzen, miteinander singen, Jesus, du bist Herr, du bist mein König. Es geht um 2 Leute, die äußerlich eigentlich ziemlich gleich aussehen. Sie haben beide ein Haus gebaut. Von außen sieht man da keinen Unterschied. Beide hören Gottes Wort. Beide hören zu.
Beide lesen die Bibel, beide sitzen im Gottesdienst und trotzdem ist etwas unterschiedlich. Etwas ist anders. Etwas unterscheidet die zwei. Der eine, der hat ein Haus gebaut auf ein festes Fundament. Vom anderen ist das Fundament inexistent. Wenn da der Sturm kommt, die Fluten, das Hochwasser, dann stürzt das eine Haus zusammen und das andere, das bleibt bestehen. Worin besteht der Unterschied zwischen diesen beiden Leuten? Sie unterscheiden sich nur in dem Punkt, was sie tun, wenn Gott zu ihnen spricht. Nur dieser kleine Unterschied hat einen riesen Effekt auf ihr Leben. Der eine hört, wie Gott zu ihm spricht und er tut, was Jesus möchte. Der andere hört, wie Gott zu ihm spricht und er tut, was er selbst will. Das ist der ganze Unterschied. Vielleicht denkst du, ja, das ist ein Detail. Jesus sagt nein. Dieser eine Unterschied wird darüber entscheiden, ob das eine Haus einstürzt oder ob es bestehen bleibt. Wenn wir Gottes Wort hören, dann passiert etwas unglaublich Entscheidendes in unserem Leben. Das ist eine Weichenstellung, das ist eine Kreuzung. Und du kannst auswählen, welchen Weg du gehst. Was tue ich, wenn Gott zu mir spricht? Wie sollte es sein? Wenn Gott spricht, dann tun wir es. Jesus sagte, wer zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt. Wir hören Gottes Wort und wir handeln danach. So sollte es sein. Als ich ins Militär ging mit 19 Jahren, da musste ich sehr schnell etwas lernen. Etwas vom Ersten, was man im Militär lernt, ist, dass da jeder so einen Badge hier anhat. Und auf diesem Badge, da ist so der Grad abgebildet, also wie wichtig eine Person ist. Und da muss man die alle auswendig lernen und zu Beginn ist man ein Rekrut. Da hat man nichts. Und dann gibt es so ein paar Striche, dann gibt es fette Striche und die wichtigsten, die haben Sterne. Und man lernt sehr schnell, wenn jemand kommt, der tiefer ist als du, dann musst du nicht auf ihn hören. Du bist der Chef. Wenn aber da einer kommt, der wichtiger ist als du, dann kannst du mit ihm nicht diskutieren, du kannst deine eigene Meinung darüber haben, aber er ist wichtiger. Das hier ist unser ehemaliger Armeechef. Ihr seht bei ihm auch, der hat 3 Sterne. Das ist mehr als du und ich haben. Und wenn der im Militär auf dich zukommt, und ich habe auf dem Militärflughafen gearbeitet, da waren ganz viele wichtige Leute da, wenn so einer auf dich zukommt, dann sagst du nur, aye, Sir, zu Befehl, das mache ich. Und da gibt es eigentlich gar keine große Diskussion. Wenn der etwas von dir wünscht, dann ist es kein Wunschkonzert. Dann kannst du nicht sagen, ja, ich habe da noch was anderes zu tun. Nein, er ist der Chef. Und wenn er spricht, dann höre ich besser zu. Ich möchte ehrlich mit euch sein. Viele lesen die Bibel, als ob das, was da drin steht, von jemandem kommt, der so den gleichen oder tieferen Rang hat als wir. Wir lesen die Bibel, wir machen uns darüber eine Meinung und wir tun das, was wir für gut halten. Aber wenn Jesus zu uns spricht, dann begegnen wir jemandem, der nicht auf Augenhöhe mit uns ist, sondern dann begegnen wir demjenigen, der am meisten Sterne trägt. Wir würden in Militärsprache sagen, dem General, oder? Er ist der Chef. Er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Wir sind die Rekruten. Und wenn wir ihm begegnen, wenn wir seine Worte hören, dann ist das kein Wunschkonzert. Dann können wir nicht aussuchen, was wir davon toll finden und was nicht. Und wir tun das, sondern nein, dann ist es unsere Aufgabe zu sagen, aye, aye, Sir. Selbst wenn es etwas ist, was wir nicht so toll finden oder gerne anders tun würden. Wenn wir dieses Buch lesen, dann begegnen wir dem Schöpfer dieser Welt. Und wenn wir dieses Wort lesen, dann ist nicht das Ziel, dass wir uns eine Meinung über dieses Buch bilden, sondern die Idee ist, dass Gott durch dieses Buch sich eine Meinung über unser Leben macht. Dieses Buch sollte uns lesen und nicht wir dieses Buch. Wenn wir dieses Buch lesen, dann ist der zu untersuchende Gegenstand nicht dieses Buch, sondern mein Leben.
Vor 2 Tagen habe ich mit meiner Frau zusammen ein Kapitel gelesen aus dem 5. Buch Mose, wo es darum ging, dass das Volk Israel sich nicht auf falsche Götzen einlassen sollte von den Nachbarvölkern. Die sollen sich auch nicht im Kleinsten darauf einlassen und es wurden drastische Strafen angedroht für diejenigen, die das nicht tun. Es wäre so einfach, sich einfach eine Meinung darüber zu bilden. Ja, das ist etwas radikal. Ich finde, das ist fundamentalistisch. Ich verstehe nicht, warum Gott das so wollte. Wenn wir auf dieser Schiene sind, dann haben wir das falsch verstanden. Die richtige Art, die Bibel zu lesen, ist, dass wir uns fragen, welche sind die falschen Götzen, in der wir Gefahr laufen, einen Kompromiss zu machen. Rebecca und ich, wir stehen nicht in der Gefahr, dass wir irgendwo einen hinduistischen Gott oder Allah oder so zu unserem Gott machen. Aber da gibt es andere Dinge, die könnten so wie ein Götze werden in unserem Leben. Unser Sohn könnte so ein Götze werden. Erfolg, Einfluss könnte so ein Götze werden. Das Geld könnte so etwas werden in unserem Leben. Und wir fragen uns, Herr, wo stehe ich in der Gefahr, genau das zu tun, was du gesagt hast, wir sollen es nicht tun. Es ist auch einer der häufigsten Fehler, den ich in Kleingruppen beobachte. Da hat man ein Thema und man spricht miteinander über dieses Thema. Das ist nicht die Idee von Kleingruppe. Die Idee ist, dass wir zusammenkommen und über unser Leben reden und Gott da hineinspricht. Wir reden nicht über das Thema, sondern Gott spricht zu uns und wir sehen, wo unser Leben nicht stimmt und dann sagen wir, aye, aye, Sir. Und wir beten miteinander, dass Gott uns hilft, das zu tun, was er uns gesagt hat. Als ich Theologiestudent war, da habe ich etwas falsch verstanden, was das Hören von Predigten angeht. Ich habe da gelernt zu predigen und ich saß in jeder Predigt da und habe die analysiert. Nach all den Kriterien, die ich gelernt habe. Das hat er gut gemacht, das war schlecht, die Rhetorik war so, die Gestik war so. Und ich habe mir immer eine Meinung über die Predigt gemacht. Das ist nicht die Idee vom Hören von Gottes Wort. Es geht darum, dass ich da sitze und frage, Vater im Himmel, was möchtest du mir heute sagen? Was ist das, was du mir zu sagen hast? Wo sprichst du in mein Leben hinein? Und ich musste das lernen, dass es beim Zuhören von Gottes Wort nicht darum geht, wie gut der Prediger ist, sondern es geht darum, wie gut ist mein Leben. Und Gott spricht da hinein. Jesus sagt, derjenige, der sein Haus auf Felsen baut, ist nicht derjenige, der die richtige Meinung hat über die Bibel, der sich theologisch auskennt, der jeden Prediger analysieren kann nach richtig und falsch und da Punkte verteilen kann. Nein, derjenige, der sein Haus auf Felsen baut, ist derjenige, der zuhört und fragt, Jesus, was möchtest du, dass ich es tue? Und nicht da bleibt, sondern es danach tut. Ob du dein Haus auf Felsen baust oder nicht, entscheidet sich nicht hier in der Kirche. Nicht am Sonntagmorgen, es entscheidet sich am Montagmorgen. Dann, wenn du nicht mehr Gottes Worte nur gehört hast, sondern wenn du herausgefordert bist, dann das auch zu tun. Warum ist es so, dass wir so Mühe haben damit? Warum fällt uns das so schwer? Warum tun wir so oft nicht das, was Jesus sagt, sondern das, wozu wir gerade Lust haben? Warum sind auch wir diejenigen, die so oft genau das Falsche tun? Jesus sagte, wer sich meine Worte nur anhört und nicht danach lebt. Du könntest jetzt mit dem Finger auf alle anderen zeigen, aber auch du bist damit gemeint. Auch du, weil wir haben ein ganz tiefes Problem, du und ich. Wir meinen nämlich ganz tief in uns, wir wüssten es besser. Wir wollen selbst entscheiden, wir wollen unserem Urteil folgen. Wir wollen das tun, was wir möchten. Es gibt ja das Sprichwort, jeder ist seines eigenen Glücks Schmied, oder? Du möchtest dein eigenes Glück in der Hand haben. Du willst ein Self-made Man werden. Du willst es selbst erreicht haben. Wir wollen der Chef sein in unserem eigenen Leben. Und wir sind Gott gegenüber
dem General unglaublich stolz, unglaublich überheblich. Wer sind wir, dass wir meinen, wir könnten als Rekrut dem General sagen, was wir tun und was wir nicht tun? Ich meine, dass wir da alle ein großes Problem haben. Wir lesen am Morgen die Bibel, dass wir andere segnen sollen. 2 Stunden später lästern wir über unseren Chef. Ich frage jetzt nicht, wer sich da angesprochen fühlt. Wir hören in der Predigt, dass wir einander vergeben sollen, gehen nach Hause und tragen das Kleinste unserem Partner nach. Den kleinsten Fehler, den er getan hat, und hacken darauf herum. Wir hören, dass wir täglich Gottes Wort brauchen und schaffen es nicht mal jeden Tag, ein paar Verse darin zu lesen. Wir singen, heilig, 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 heilig bist du, ich möchte heilig leben. Auf dem Bucheckplatz schauen wir der nächsten leicht bekleideten Frau nach. Da ist so eine Heuchelei in uns drin. Ich möchte direkt sagen, wir sind alles Heuchler. Die Bibel sagt, wir sind alle Lügner. Jeder von uns. Gott spricht dasselbe Urteil über uns aus. In Römer 3 heißt es, keiner ist gerecht. Nicht einer. Keiner ist klug. Keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Wir sind gut darin, diese Tatsache zu verbergen. Eine gute Fassade aufzubauen, das zu verstecken. Die beiden Häuser, die sehen ja von außen gleich aus. Man sieht das nicht. Aber wir sind alle wie dieser überhebliche Rekrut, der dem General sagt, was richtig ist, was er tun soll und was nicht. Wir haben alle von uns aus das Haus falsch gebaut. Und wenn die Flut kommt, dann wird das alles zusammenstürzen. Jetzt die Flut, das Hochwasser, das ist in der Bibel immer ein Bild von Gottes Gericht. Es geht also darum, wie sieht unser Leben aus, wenn wir eines Tages vor Gott stehen. Wenn wir geprüft werden, wenn wir vor dem General stehen und er die Anklageliste mal nach vorne nimmt und all diese Heuchelei aufdeckt, all das, was du hier auf der Erde verbergen konntest, aber Gott sieht es genau. Wie sieht es da aus? Und ich würde sagen, da sieht es ganz schlecht aus. Wenn all das Verborgene in meinem Leben zum Vorschein kommt, ich werde mich schämen. Gott sagt sogar, all unsere Gerechtigkeit vor Gott ist wie ein beflecktes Kleid. Die Bibel vergleicht oft Gerechtigkeit mit dem, wie wir aussehen, wie wir gekleidet sind vor Gott. Auch deine Kleidung wird befleckt sein. Selbst wenn du versuchst, dich von der besten Seite zu zeigen, wird da alles verdreckt sein. Niemand von uns könnte vor Gott bestehen. Wir haben ein ganz tiefes Problem. Nicht nur die anderen, sondern auch du. Wir brauchen eine Herzensoperation. Oder in Autosprache, unser Motor ist defekt. Da läuft etwas schief. In mathematischer Sprache, deine Formel hat einen Fehler drin. Da kommt etwas raus, was nicht rauskommen sollte. Jesus sagt, aus unserem eigenen Herzen kommt das Böse. Da stimmt etwas mit uns nicht. Und Jesus sagt in Architektensprache, sagt er, mit einem Mal wird das Haus zusammenstürzen und kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und schau, die Message von heute Morgen ist, wir können dieser Katastrophe nur entrinnen, wenn wir unser Fundament im Leben nicht auf uns selbst bauen, sondern auf jemand anderen bauen, nämlich auf Jesus. Jesus ist der Fels und dieser Fels, der kann uns tragen. Der weise Baumeister, der baut sein Fundament auf felsigen Grund. Und dieser Fels, das bist nicht du, das ist nicht deine Meinung, sondern das ist Jesus selbst, was er getan hat und was er zu uns sagt. Im 1. Korinther 3, Vers 11 lesen wir, denn einen anderen Grund kann niemand bauen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn du eines Tages vor Gott stehst
und er dich fragt, ich habe da eine lange Anklageliste, warum sollte ich dich in den Himmel lassen? Und deine Antwort irgendetwas mit dir selbst zu tun hat, dann hast du das Evangelium nicht verstanden. Selbst deine schönste Kleidung ist befleckt vor Gott. Wenn du eines Tages vor Gott stehst, am Tag des Gerichts vor dem General stehst, dann bleibt dir nur etwas. Nicht, dass du auf dich zeigst und sagst, ja, aber ich habe gespendet, ich bin zur Kirche gegangen, ich habe meine Frau geliebt. Es bleibt dir nur eines, dass wenn du vor Gott stehst, du sagst, derjenige, der am Kreuz hing, derjenige, der ist derjenige, der mir helfen kann. Der rettet mich. Der ist meine Hoffnung. Er hat meine Sünde auf sich genommen. Der hat meine Strafe bezahlt. Der hat meine Schuld beglichen. Ich habe nichts dabei getragen, aber er hat alles bezahlt. Du kannst ihn fragen und Jesus sagt, ja, den kenne ich, lass den rein. Schau, die entscheidendste Frage in unserem Leben ist, ob wir unser Fundament auf uns selbst bauen oder ob wir unser Lebensfundament auf Jesus bauen. Gott selbst erklärt das Evangelium so, er sagt, Jesus, wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt am Kreuz. Wegen unserer Übertretungen wurde er zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn, Jesus, ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Wir alle gingen in die Irre. Auch du, auch ich, wir alle. Wir haben unseren eigenen Weg gewählt. Wir wollten unser Leben leben. Das tun, was wir wollten. Aber dieser Weg hat uns in die Irre geführt. Dieser Weg wird vor Gott nicht bestehen. Da wird alles zusammenkrachen am Tag des Gerichts. Aber Jesus ist derjenige, der uns mit Gott versöhnen kann. Er ist derjenige, der unsere Strafe bezahlt hat. Durch Jesus kannst du Frieden mit Gott haben. Durch Jesus kannst du Vergebung erlangen. Durch Jesus kannst du erleben, wie du immer noch ein Heuchler bist, aber einer, der Vergebung erfahren hat. Du bleibst immer noch ein Sünder, aber du bist ein begnadeter Sünder. Du bist einer, der Frieden mit Gott hat. Das ist die gute Botschaft. Wir nennen das in der Kirche Evangelium. Das ist die Botschaft von Jesus. Dass wir selbst als Heuchler vor Gott keine Chance hätten, aber dass Jesus alles verändert hat und dass wir durch ihn die Möglichkeit haben, unser Leben auf ein anderes Fundament zu bauen. Nicht unser eigenes, sondern das, was er uns sagt. Das Haus auf den Felsen zu bauen, heißt nicht, dass man sich einfach mehr Mühe gibt als Christ. Es heißt, dass du ein anderes Fundament hast in deinem Leben, nämlich Jesus selbst. Und er, wenn du das tust, beginnt dich zu verändern. Das bleibt nicht spurlos. Das verändert dich. Wenn du dein Leben auf Jesus als Fundament baust, dann schenkt er dir seinen Heiligen Geist und diese Herzensoperation beginnt. Nicht du veränderst dich, sondern er verändert dich. Er beginnt, deinen Motor zu reparieren. Er korrigiert deine mathematische Formel und das sieht man in deinem Leben. Da verändert sich etwas. Und Gott selbst hat es getan. Er sagt in Jeremia 31, ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen, ich werde es in ihr Herz schreiben. Gott schreibt in dein Herz das hinein, was er selbst möchte. Er verändert dich zu der Person, die du eigentlich werden willst, aber selbst nicht hinkriegst. Er deckt deine Heuchelei auf, aber er bleibt nicht da, sondern er beginnt dich zu verändern. Die Frage, die uns Gott heute Morgen stellt, ist ganz einfach. Was ist das Fundament deines Lebens? Baust du auf dir selbst auf deiner Leistung, deiner christlichen Performance? Gehst du deinen eigenen Weg im Leben?
Wer ist der Herr in deinem Leben? Bist es du eigentlich selbst oder ist es Jesus wirklich? Wie reagierst du, wenn er zu dir spricht? Lässt du es zu, dass er dein Leben untersucht, aufdeckt, wo es nicht stimmt und dich verändert? Oder liest du dieses Buch, hörst du Gottes Worte und du bildest dir darüber eine Meinung und du bleibst dein eigener Chef? Hörst du auf seine Worte, wenn er zu dir spricht? Oder geht es da rein und da raus? Ist es dir wichtig, wie du vor anderen Menschen dastehst? Oder ist es dir wichtig, wie du vor Gott dastehst? Ist dir bewusst, dass du eines Tages vor Gott stehen wirst und dein Haus in sich zusammenkrachen könnte, wenn es auf dich selbst aufgebaut worden ist? Und erlebst du, wie Gott dich verändert? Sagen andere über dich, dass du dich verändert hast auf eine positive Art, oder sagen sie über dir, du wirst dich sowieso nie ändern? Sieht man die Spuren davon, dass Gott dir seinen Heiligen Geist gegeben hat und dass du ein anderes Fundament in deinem Leben hast? Lass uns zusammen aufstehen. Wir möchten uns 2 Fragen stellen. Die erste Frage ist, hast du dein Lebensfundament wirklich richtig gestellt? Wenn du merkst, ich bin eigentlich derjenige, der in die Irre geht, ich habe meinen Weg gewählt, ich bin mein eigener Herr, dann fordert dich Jesus heute Morgen auf, dass du eine radikale Kehrtwendung machst und in deinem Leben auf denjenigen hörst, der es besser weiß. Und das ist Jesus. Er ist nicht nur der Erste und der Letzte, der Schöpfer von Himmel und Erde, er ist auch der Beste, der Gnädigste, der Schönste, derjenige, der es am besten weiß für dein Leben. Höre auf ihn und entscheide dich dazu, dass er in deinem Leben nicht nur auf dem Papier oder in der Theorie, sondern in der Realität deines Lebens der Herr sein darf. Und die zweite Frage, die uns Gott stellt, ist, wo stimmt dein Leben nicht überein mit dem, was Gott sagt? Wo bist du ein Heuchler? Wo hast du dein Haus falsch gebaut? Wo stimmt das noch nicht überein? Wo glaubst du und liest du in der Bibel das eine, aber dein Leben spricht etwas anderes? Heute Morgen kannst du eine Entscheidung treffen und sagen, ich möchte mein Haus auf das bauen, was Jesus getan hat. Gott durchschaut unsere Heuchelei ja sowieso. Gestehe es dir selbst ein und kehre um. Sag, Jesus, hilf mir, rette mich, verändere mich. Dafür ist er doch gestorben.